Liebe Freunde, das erste Mal war ich in Wien vor 30 Jahren. Da war mein Schwager der thailändische Botschafter in Österreich. Ich habe mein Leben eigentlich unter Diplomaten und Politikern verbracht. Ich komme aus einer solchen Familie. Mein Vater war Botschafter Thailands in der Schweiz, in Ägypten, in Holland. Und mein Leben ist privilegiert gewesen. Ich habe einfach so viel Glück gehabt. Viele haben mich gefragt, wieso bist du so? Und erzähl's doch mal. Und das habe ich getan. Das ist in meiner Autobiografie, die vorne ausliegt. Und da habe ich versucht, euch zu erzählen, warum ich nicht anders kann. Thema heute ist zurück zur Normalität, nicht wahr? Was war die Normalität mal? Wenn ein Mensch vor 150 Jahren geboren wurde, wie groß war seine Lebenserwartung? Na, bis 40 Jahre, weiß auch jedes Kind. Wissen sogar eure Politiker hier. Und jetzt 80 Jahre in Österreich. Wir sind auch die Politiker. Die Lebenserwartung ist immer gestiegen. Na, der Weltkrieg kam dazwischen, aber ansonsten immer gestiegen. Was ihr nicht wisst, ist, dass die Lebenserwartung sich umgekehrt hat und in den letzten Jahren, 2 Jahren, sich verkürzt hat. Das ist erstmalig in der Geschichte einer friedlichen Geschichte, aber natürlich Corona nicht friedlich. Da ist die Zwangsimpfung eingeführt worden von euren Regierenden. Und die haben die Lebenserwartung der Menschen verkürzt. Und es wird weitergehen und es wird schlimmer werden. Und deswegen bin ich zu euch gekommen, weil ich euch warnen will. Ihr müsst jetzt aufstehen und das aufhalten. Sonst wird es euren Kindern und Enkelkindern schlecht gehen. Frage, wie lange hat ein Mensch zu leben, wenn er seinen 60-jährigen Geburtstag heute feiert? Antwort, 20 Jahre. Denn 80 minus 60 ist 20. Wisset eure Politiker auch. Fragt die Politiker, wenn vor 150 Jahren jemand seinen 60. Geburtstag feierte, wie viele Jahre hat er noch zu leben gehabt? Das wissen die Experten hier nicht. Die hatten noch ungefähr 7 Jahre zu leben. Das heißt, die Lebenserwartung war damals, wenn man 60 Jahre alt wurde, gar nicht so viel weniger als heute. Das bedeutet, dass alle Fortschritte der Medizin, der Wissenschaft, von der Kardiologie bis zur Gentechnologie, bis zur Molekularbiologie, bis zur Immunologie, egal, hat die Lebenserwartung des Menschen um knapp 12 Jahre verlängert. Das ist für 100 Jahre nicht viel. Wenn man fragt, woher kommt das denn, dann werden alle sagen, eure Politiker, Einheitspolitiker, nicht die anderen, ja, und die Medien, ja, die Impfung, das hat's gebracht. Und das ist wahrscheinlich die größte Lüge der Medizin. Und das ist die Lüge, die gebraucht, benutzt wurde, um uns an diesen traurigen Punkt heute zu bringen. Denn der Glaube, dass die Impfung die lebensverlängernde, also das Element war, ist ein Narrativ. Es ist nie belegt worden. Im Gegenteil, wenn man zurückgeht und die Daten studiert, muss ich euch sagen, dass es kaum eine Impfung gibt,
wo bewiesen wurde, dass durch die Impfung das Leben verlängert wurde. Gibt es nicht. Es gab nie eine Studie mit 2 Gruppen, einmal geimpft, einmal nicht geimpft, und dann geguckt, ob die geimpfte Gruppe geschützt wurden. Und das fängt mit den Pocken an. Die meisten von euch, ich war auch dazu, haben gelernt, dass die Pockenimpfung ja alles aufgestoßen hat. Jetzt wussten wir müssen impfen. Was ihr nicht wisst, ist, dass die Pockenimpfung nie gewirkt hat, nie funktioniert hat, nie. Sondern dass die Pockenimpfung schlimm war, hat Menschenleben, hat Kinderleben dahingerafft. Und was ich auch nicht gewusst habe, ist, die Pockenimpfung wurde in England eingeführt als Zwangsimpfung, Pflichtimpfung 1853. 30 Jahre bevor die Grundlage für die Impfung durch Behring überhaupt gelegt wurde. So, was bedeutet das? Es bedeutet, wir sind eine Riesenlüge zum Opfer gefallen. Und dann, hört ihr gut zu, die Engländer haben es durchgepeitscht, die Amerikaner haben es übernommen. Es waren also Pusher überall, die Impfstoffe gemacht haben, die dreckig waren, schlimm waren, nichts gewirkt haben, Fakes waren. Und die Amerikaner haben auch die Impfpflicht eingeführt, sodass um die Jahrtausendwende, 1900, es eine Impfpflicht gab, die noch schlimmer war als die Corona-Impfung. Das heißt, wenn Eltern ihre Kinder nicht haben impfen lassen, wurden den Eltern die Kinder weggenommen. Diese Kinder wurden gesperrt in quasi Gefängnisse. Sie wurden ans Bett genagelt und sie wurden zwangsgeimpft. Unzählige dieser Kinder sind gestorben oder sind lebenslänglich verletzt. Die Eltern mussten Strafe zahlen, teilweise mussten sie ins Gefängnis. Was ich euch sagen will, ist, die Blaupause für das, was Corona war vor 100 Jahren bereits gelegt. Und sie haben nur gesehen, dass das ging, die haben es übernommen. Da könnt ihr sehen, wie lange diese ganze Planung geht. Wie lange. Nicht 10 Jahre, nicht 20 Jahre, sondern es fing mit der Pockenimpfung an. Dann kam Behring und hat die echten Impfungen eingeführt, die funktioniert haben. Das war die Impfung gegen Diphtherie und Tetanus. Diese Impfungen funktionieren wirklich. Da impft man aber mit einem Totimpfstoff. Und warum funktionieren diese Impfungen? Frage, Antwort, weil das sind Gifte von Wundstarkrampf und Diphtherie. Diese Gifte gehen in die Blutbahn und verteilen sich dann im Körper im Blut. Und nur etwas, was sich im Blut verteilt, kann durch Antikörper aufgehalten werden, weil die Antikörper sind im Blut. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass diese ganze Lügerei, dass Antikörper im Blut gegen Corona schützen wird, von vornherein falsch sein musste. Und das haben wir vor 3,5 Jahren gesagt. Ja, und das hat sich bewahrheitet. Wir wissen heute, dass diese Impfung niemals gegen die Infektion schützen konnte, kann und wird. Und dasselbe gilt für praktisch alle Virusinfektionen, die über den Atemtrakt reingehen und auch durch den Magen-Darm-Trakt. Das sind über 90% aller Viren. Heißt es auf Deutsch, gegen Viren kann man nicht impfen. Oh Mann, was ist das für eine Aussage? Ein bisschen wahnsinnig, nicht wahr? Aber es ist wahr. Und jetzt will ich meinen Text aufrufen, weil ich das alles Das bedeutet auf der einen Seite, dass immer mehr Menschen skeptisch wurden gegen die Impfung, gegenüber den Impfungen.
Nicht Impfgegner, sondern Leute, die die Mühe sich gemacht haben, nachzudenken über das, was in der wissenschaftlichen Literatur ist. Und die wurden als Impfgegner bezeichnet und sie wurden verfolgt in Amerika mit einer Rabiatheit. Das war unglaublich. Sie wurden tatsächlich auch abgekartet, sie wurden bestraft. Man darf kein Impfgegner sein. Und das auch ist übernommen worden. So, hinter dieser ganzen Kulisse stand die Pharmaindustrie, die Impfstoffe entwickelt haben. Es ging los mit Polio. Ja, Polio-Impfstoff durch Roosevelt, the March of the Dimes. Er hat Geld gesammelt. Und dann hat Roosevelt die Polio-Impfung, weil Roosevelt selbst hatte Polio. Was man bis heute nicht realisiert hat, ist, dass diese ganze Polio-Geschichte wahrscheinlich eine Riesenlüge ist. Und das Poliovirus ist eins der Viren, das nie wirklich gefasst wurde. Und es gibt viele, viele Hinweise dafür, dass diese Poliofälle eigentlich Vergiftungsfälle sind. Nicht wahr? Christiane guckt. Und zwar Vergiftung, das waren Pflanzenmittel. Okay, alles okay. DDT, nicht? DDT, diese Insektenmittel, die waren wahrscheinlich mitverantwortlich für diese Lähmungen, die aufgetaucht sind. Und der Impfstoff ist nie wirklich geprüft worden. Es gibt keinen Beleg für die Wirksamkeit der Polioimpfung. Gar nichts. So, und deswegen musste die Pharmaindustrie irgendein Mittel finden. Und das geht über Zwang. Ja. Und da kam die WHO zu Pass. Die UNO hat eine Reihe von Institutionen kreiert, die im Prinzip eine Weltmacht für die UNO und alle UNO-Institutionen, inklusive WHO, verleiht. An diesem Punkt stehen wir jetzt, dass wir in Gefahr sind, alle Souveränität zu verlieren an diese Institutionen der UNO. Denn die UNO-Parlamentarier sind Leute, die absolut keine Ahnung haben. Ja, die fliegen dahin. Die Christiane sagt, es ist so wahr. Ja, diese Leute sind Marionetten, sind Puppen. Sie werden bezahlt und dann geht es ihnen gut und dann unterschreiben sie alles, was die hinter den Szenen sind. Und ich werde jetzt keine Namen nennen. Damit werden wir vielleicht den Abend beschließen. Aber die Frage ist, wie kann man Impfzwang oder Impfpflicht einführen? Und die Antwort ist, wir brauchen ein Organ wie die WHO, die das beschließt und die Macht hat. So, jetzt war es soweit bei Corona, dass Gates und so gesagt haben, wir werden 7 Milliarden Dosen brauchen, um das Ganze wirklich nach vorne zu bringen. Die Frage ist, wie lassen sich 7 Milliarden Dosen eines Impfstoffs herstellen? Und zwar sehr viel davon von einem sogenannten Impfstoff, der bislang nicht existiert hat. Ich würde gerne das erste Bild bitte haben. Können wir das erste haben? Oh, ich muss das machen, Entschuldigung. Ja. Das ist aber nicht das erste. Und zwar, was ist die Neuigkeit? Die Neuigkeit von diesen Impfstoffen, RNA-Impfstoff, Covid-Impfstoff, ist, dass der Impfstoff nicht aus dem Endprodukt, nämlich Eiweißprotein ist. Und ihr wisst, die DNA, da sind praktisch die Rezepte für die Eiweiße, die die Zelle produziert. Wo ist der Pointer? Habe ich einen Pointer? Ah ja. Diese DNA liegt in den Chromosomen. Wenn eine Seite gebraucht wird,
Dann wird eine Kopie gemacht, eine Abklatschkopie aus der DNA. Und diese Abklatschkopie geht aus dem Kern heraus und in der Zelle wird das Eiweiß gemacht. Dieses Eiweiß wird präsentiert vor die Tür. Wenn dieses Zimmer eine Zelle ist, dann wird das Eiweiß vor die Tür gestellt und dann ist es so, dass unser Immunsystem kommt und prüft, aha, was ist da gemacht worden? In dem Moment, in dem das, was gemacht wurde, aus unseren Chromosomen kommt, ist es alles in Ordnung. Und die Zelle kann weiterleben, das Protein kann gebraucht werden. Die Impfstoffe Diphtherie und Tetanus bestanden aus Eiweißen, und zwar aus den Giften der Bakterien, die die Menschen umgebracht haben. Und diese Eiweiße waren leblos, die konnte man herstellen, aber das war teuer. Es ist teuer und diese Impfstoffe lohnen sich nicht, wenn man 7 Milliarden Menschen impfen will. Ja? Und deswegen kamen diese Menschen hinter den Szenen und haben gesagt, daran arbeiteten sie schon viele, viele Jahre. Ja? Wir werden das Gen nehmen, in diesem Fall für Spike, Corona. Wir werden einen Abklatsch machen, das ist RNA, und diese RNA wird dann verpackt in sogenannte Lipid-Nanopartikel. Diese Verpackung ist notwendig, weil man kann nicht RNA oder DNA in die Muskulatur spritzen, dann wird es sofort kaputt gemacht. Aber diese sind Umschläge, nicht Zauberumschläge, sondern teuflische Umschläge, die bestehen aus Fetten, die nicht in der Natur vorkommen. Und sie schützen diese RNA vor dem Abbau. Wohlgemerkt, diese Fette, die gebraucht werden, werden in Fabriken gemacht, nicht in der Natur. Und sie sind giftig, die sind richtig giftig. Die wurden nie eigentlich zugelassen für die Verwendung an Menschen. So, jetzt noch einmal. Das Problem war, dass es zu teuer war, die Eiweiße zu machen, also brauchten sie unbedingt die RNA. Um die RNA zu bekommen, mussten sie DNA haben. Wo kam diese DNA her? Erstens muss man realisieren, dass das Ganze mit einer Geschwindigkeit vor sich ging, die waren atemberaubend. Dieses Spike-Rezept wurde im Januar 2020 bekannt. Im Januar 2020 bekannt. Da stieg BioNTech ein und hat innerhalb von 3 Monaten, ja, 3 Monaten, den ersten Impfstoff, der dann zugelassen wurde vom Paul-Ehrlich-Institut für die Verwendung an Menschen. In diesem Fall waren es nur 20.000 Menschen. Ja. Das ist jetzt aus der Autobiografie von den Gründern von BioNTech. Ja. Von Anfang an war es klar, dass diese Studie sehr viel schneller durchgeführt werden musste. Sie fingen von Null an. Und Ugur war nicht so zufrieden, wie er hofft, weil seine Berater gesagt haben, es werden mindestens 3 bis 6 Monate dauern, bis wir überhaupt den ersten Impfstoff haben. Er wollte es schneller haben. Und deswegen haben sie das Ganze verkürzt. Komm schon, Claudia, sagte Ugur, wir müssen eine Lösung finden. Und das Ende Januar 2020. Wie? Wenn man einen Impfstoff entwickelt, muss man sogenannte vorklinische Versuche machen an Tieren, okay, um die Sicherheit und Wirksamkeit zu beweisen. Tierversuche heißt, man muss Tiere haben, man muss das Virus reingeben und dann muss man eine andere Gruppe von Tieren haben, wo man keine Antikörper hat und man muss zeigen, dass ohne Antikörper werden die Tiere krank und mit Antikörpern sind die Tiere geschützt. Alles klar, das sind Tierversuche. Dann braucht man auch Tiere, wo man die Impfstoffe reingibt, ohne Virus, um zu zeigen, dass diese Impfstoffe den Tieren nichts antun, sicher sind. Wirksamkeit und Sicherheit. BioNTech konnte weder
die Wirksamkeit noch die Sicherheit prüfen. Warum? Weil BioNTech hatte überhaupt keine Tierversuchsanlage gehabt. Die hatten keine Tiere. Zweitens, und genauso schlimm, sie hatte auch kein Virus. Sie haben nie das Virus gehabt. Drosten übrigens auch nie. Ja. Und trotzdem haben sie den Investoren wie BioNTech im Jahresgeschäftsbericht von 2019 hat BioNTech eine Seite eingefügt als Nachtrag, ja, und zwar diese Einfügung war im Mai 2020. Da stand mRNA, Immuntherapie, und das ist Covid-19, der Impfstoff. Hier steht, die präklinischen Untersuchungen, die müssen schwarz oder grün sein, sind alle durchgeführt mit Erfolg. Das hat Paul-Ehrlich-Institut akzeptiert. Ja, und deswegen durften sie schon im April 20.000 Menschen spritzen. Unvorstellbar, nicht wahr? Also, die Österreicher, der Minister hier, die Behörden, haben entweder davon nichts gewusst, was strafbar ist, oder sie haben es gewusst und haben nichts getan, nicht wahr? Was auch strafbar ist. So, das ist nicht. Okay. Ja. Das Problemchen, das alle Behörden auf der Welt hatten, kam 2021. Weil 2021 hat Pfizer BioNTech einen Bericht abgeliefert in Australien. Die australischen Behörden haben gefragt, habt ihr präklinische Tierversuche gemacht? Und da steht schwarz auf weiß, das wurde später bekannt, no safety pharmacology studies were conducted. Aussage von BioNTech selbst im Januar 2021. Es sollte noch schlimmer kommen, denn im Dezember 2021 erschien eine wissenschaftliche Arbeit. Diese Lipid-Nanopartikel, leer, ohne mRNA, ist highly inflammatory, ist hochentzündlich, und wenn man das in die Nase träufelt von Mäusen, sterben die Mäuse, fast alle, sind tot. Meine Damen und Herren, das ist ein tödliches Gift, das eure Regierung zugelassen hat zur Bespritzung von euren Kindern, schwangeren Frauen, gesunde Menschen. Also, ich glaube nicht, dass eine Aufarbeitung notwendig ist. Das Ganze ist aufgearbeitet. Jetzt kommt die Strafe, meine Damen und Herren. Die Strafe wird immer schlimmer, weil es ist bekannt, es steht in den Lehrbüchern, das ist nicht meine Entdeckung. Wenn ich das entdeckt hätte, hätte ich 2 Nobelpreise bekommen. Jede Entdeckung hat einen Nobelpreis bekommen. Ja. Wenn eine Zelle ein Eiweiß macht, das aus dem eigenen Chromosom stammt, dann wird diese Zelle in Ruhe gelassen. Es gibt keinen Angriff vom Immunsystem. Wenn eine Zelle ein fremdes Protein herstellt, wird diese Zelle immer vom Immunsystem umgebracht. Immer. Es gibt keine Kettenreaktion. Sie wissen, Sie brauchen eine Niere, ich gebe Ihnen meine Niere, Sie stoßen meine Niere ab. Okay. Wer hat das noch nie gewusst? Eure Politiker? Fragt Sie mal. Schon mal was von Transplantatabstoßen gehört? Schon mal was? Wenn nicht, dann verschwinde hier. Verschwinde.
und wage nicht wiederzukommen. Wenn die erste Niere von mir abgestoßen ist, von euch, und ich sage, ich gebe euch meine zweite Niere, was passiert dann? Es wird abgestoßen, aber noch schneller und noch brutaler. Das nennt man hyperakute Abstoßung, weil jetzt kommt das Immunsystem und macht mit allem, was es hat. So, und das ist das, was wir befürchtet hatten, oder wir haben es gewusst. Es konnte nicht anders sein. Wir haben gewusst, dass dies kommen würde, und deswegen haben wir unsere Bücher geschrieben. Und deswegen sind wir aufgestanden, haben geredet und geredet und geredet. Leute, es steht in den Lehrbüchern. Ja, und Leute, es ist klar, es ist doch klar, dass alles, was in die Muskulatur injiziert wird, in die Blutbahn kommt. Und was sagen was Minister oder Experten oder nein, das Ganze bleibt in der Muskulatur. Ja, als wir das gehört haben, Karin und ich, haben wir gesagt, Leute, also wenn ein Volk das akzeptiert, und wir haben uns so gewundert, ja, mein lieber Philipp, die Schweizer haben es akzeptiert, die Deutschen haben es akzeptiert, die Österreicher haben es geglaubt. Wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur? Und die Ärzte haben auch noch dazu Ja gesagt. Wie können sie nur? Schmeißt sie raus. Schmeißt sie raus. Der Herbert Kickl hat gesagt, ich würde immer die Ruhe behalten. Ich habe die Ruhe behalten bis vor ungefähr einem Jahr. Aber seitdem ist mir der Kragen geplatzt, weil ich so wütend bin. Ich bin noch nie in meinem Leben so wütend gewesen. Ja? Und der Buddhist, ich bin Buddhist, lehrt, ja, halte ich im Check, schlechte Gefühle, schlechte Gedanken machen unglücklich. Ich bin noch nie so unglücklich gewesen wie im letzten Jahr, weil ich so viele schlechte Gedanken habe. Und manchmal platze ich jetzt, wie jetzt. Ich werde emotional. Und warum? Weil ich das Leid um mich sehe, meine Frau und ich. So viel Leid, so viel Krankheit und Tod. Und was wir gesagt haben von vornherein ist, das sind die Lipid-Nanopartikel mit dem Gen drin, das ist ein Gefäß und das ist im Blut, das ist die Gefäßwand. Dieses wird aufgenommen, denn diese Umschläge sind so gemacht, dass alle Zellen sie aufnehmen. Sie können nicht anders. Ja, sie können nicht anders. Aufgenommen und da verhalten sie sich wie trojanische Pferde, das Gen wird freigesetzt, es kommt zur Bildung von dem Eiweiß und dann gibt es den Angriff des Immunsystems auf diese Zelle. Und das führt zum Tod der Zelle. Wenn die Gefäßwände absterben, dann gibt es zweierlei. Erstens, Blutgerinnsel bilden sich und zweitens, es gibt Leck. Und zwar lecken jetzt die Gefäße und die Impfstoffe lecken ins Gewebe, in Herz, in Hirn, in Leber, in Lunge, was sie auch wollen. Weil das hier passiert in allen Organen, in allen Gefäßen, von Kopf bis Fuß. Was ist die Folge? Da gibt es Selbstangriffe, Autoimmunangriffe, weil das Immunsystem meint, dass da ein Virus drin ist und das muss zerstört werden. Na ja, und wir haben einen Brief geschrieben an die EMA, sagte, habt ihr keine Sorge? Na ja, es wird ab und zu mal vielleicht was passieren. Aber der Nutzen dieser Impfung ist so gigantisch hoch. Die paar Verletzten muss man in Kauf nehmen. Wieso wissen Sie das?
Sicher nicht aus der Studie, die gemacht wurde an 20.000. Denn in der Studie wurden 20.000 Menschen als Kontrollen genommen, die waren nicht geimpft, okay? Und 20.000, die geimpft wurden. Und dann haben sie geguckt, was der Schutz ist. Die Antwort ist, in der Kontrollgruppe bekamen tatsächlich etwa 0,8% von den 20.000, 150 Menschen, Schnupfen, Husten, Heiserkeit und einen positiven, nichts aussagenden PCR-Test, der sowieso lügt wie gedruckt. In der geimpften Gruppe waren es nicht 150, sondern nur 15. Aber meine Damen und Herren, die 15 haben auch Husten, Schnupfen, Heiserkeit und einen positiven PCR-Test, der nichts aussagt. Nur der Schutz ist 150 zu 15 und das haben sie deklariert als 90% Schutz. Ja, Sie lachen, aber sie sind alle reingelegt worden. Alle. Nicht alle, aber die meisten sind reingelegt worden. Sie haben es geglaubt, weltweit. Und die Tatsache ist, es war von vornherein klar, dass diese Impfung nichts schützt, denn wo nichts ist, kann man auch nichts erreichen. Es ist nichts. Dieses Virus ist nicht so gefährlich wie ein mittelgefährliches Influenza-Virus und wird keine jungen Menschen oder Kinder töten. Da ist die Infektionstödlichkeit praktisch null. Praktisch null. Und wieso soll die Einheitsregierung sagen, alle Menschen unter 60 sollten hier, also ich meine, schmeißt sie alle raus. Was dabei verschwiegen wurde von Pfizer-BioNTech und von allen Behörden ist, dass in dieser Gruppe, Kontrollgruppe, keine Menschen überhaupt schwer krank wurden durch Herzinfarkt, nicht Covid, keine Herzinfarkte, keine Intensivstationenaufnahmen wegen irgendetwas, während in dieser Gruppe gab es mindestens 5%, die schwer krank wurden innerhalb von Wochen nach der Impfung. An Myokarditis, an you name it, you have it, ja. Das heißt, das waren die ersten Impfschäden, die verschwiegen wurden. Nun, nachdem diese Studie praktisch fertig war, kam die Frage, gut, 90% Effizienz, das ist hervorragend, also kriegt ihr jetzt einen Zuschlag und macht mal ein paar Milliarden Dosen von diesem Impfstoff. Jetzt war es aber schwierig. Warum? Weil es gibt zwei Wege zur Produktion des Gens. Der eine Weg geht über computergesteuerte Herstellung von dem Gen. Das ist dank Gentechnik heute möglich. Aber es ist teuer. Und das war der erste Weg, der genommen wurde, um die 20.000 zu impfen. Gut, das ist zu teuer. Und deswegen haben sie den zweiten Weg genommen, um eine Milliardendose zu machen. Nämlich Massenproduktion passiert in Bakterien. Sie lassen in Bakterien diese Chromosomen, die DNA, vermehren. Dann holen sie diese Gene aus den Bakterien raus, Bakteriengene, und gebrauchen dieses als Matrize für die Abklatsch-mRNA. Also in dem Fall DNA von Bakterien, nicht in eine, das ist so wie Druckerei, ja, Druckerei, wenn man ein Buch, eine Seite machen will in der Druckerei, dann druckt man eine Seite raus. Aber hier wird die Seite nicht ausgedruckt in einer Druckerei, es wird in Bakterien multipliziert, weil mit jeder Zellteilung von einem Bakterium wird das Gen des Bakteriums verdoppelt. Ja, aus einem Bakterium in 5000 Liter Container
werden unzählige Bakterien in 4 Tagen mit unzähligen Bakterienchromosomen, die herausgenommen werden und als Matrize gebraucht werden, um mRNA herzustellen. Dann können wir das anhalten? Können wir anhalten? Stop. Ich wollte was erzählen. Und das hat BioNTech tatsächlich gemacht. Ja. Sodass innerhalb von 3 Monaten konnte BioNTech Hunderte von Millionen Dosen von solchen Produkten aus Bakterien herstellen. Jetzt, liebe Freunde, kein normaler Mensch kann das. Kein normaler Wissenschaftler kann das. Dazu muss man eine Vorbereitung haben. Man muss also diese riesen Container haben, man muss wissen, man muss überhaupt das ganze Protokoll einstellen. Das dauert. Jetzt ist es so, dass im Jahr 2022 gab es eine WEF-Konferenz. WEF kennt ihr, ja. Und auf diese WEF-Konferenz kam die Creme de la Creme. Chef von Moderna war da, ja, und er wurde interviewt. Und die Frage wurde gestellt im Rahmen dieses Interviews: Wie sieht es jetzt im Jahr 2022 aus? Wie seid ihr sind ihr vorbereitet für die nächste Pandemie? Ja, für die nächste Pandemie. Und dann sagt der Chef von Moderna: Wir sind jetzt viel besser aufgestellt als damals. Warum? Weil alles durchgespielt ist und es ist nicht so wie damals. Damals das war Herbst 2019. Er wird gleich, den kann man nicht sehr gut verstehen, weil er nicht so gut Englisch spricht. Aber auf jeden Fall, er sagt, damals, das war im Herbst 2019, hatten wir nur 100.000 Dosen des Impfstoffs. 2019, das ist ein bisschen so gemacht, dass man das nicht richtig hört. 2009, ja, und dann ist es abgeschnitten. Und dann sagte er: Leute, wir müssen das so weil 2019, wir müssen nächstes Jahr 1 Milliarde Dosen machen. Es wird nämlich eine Pandemie geben. Das hat sie gesagt. Und es ist festgehalten in einem Video, das sie nicht mehr finden. Das ist entfernt worden. Ja. Aber ich habe es hier. Und vor einigen Monaten sind die Dokumente auch zutage getreten, wo klar steht, dass Moderna einen Kaufvertrag hatte für diesen Impfstoff im Dezember 2019. Im Dezember 2019. Sorry. Jetzt können wir es anschauen. Into the new variants and subvariants, and I'm going to go with Stefan Manso. Let's talk about vaccine development, because we've heard how it happened, obviously, with COVID-19 starting from 2022, and how extraordinary the process was also in terms of the speed. How is development, adoption, and scaling of vaccine going on when it comes for different variants and subvariants? Because this is one of the big concerns as we're all here now, and we're discussing. We understand the context, and this is a great deal. Sure. Good morning, and thank you for having me on the panel. So the great news versus 2020, where we are today, is we have manufacturing capacity. As Seth knows, when the pandemic happened, Moderna had made 100,000 doses in 2019 for the whole year. And I remember walking after Davos into the office of my head of manufacturing, and I say, how we make 1 billion doses next year? And you look at me a bit funny, say, what? I say, yeah, we need to make 1 billion doses next year. There's going to be a pandemic. And so where we are now is, we have plants in the US and in Switzerland. We've shown this summer that we're able to adapt to variants very quickly. If you think about it, in the US, Peter Marks told us on June 28, we want for the US a BA5 Omicron booster. And
by early September on Labor Day weekend, he was in US pharmacies, which kind of 60 days, which kind of, in the old world of vaccines, would have been 5 years. Easily. unthinkable. And I was just telling Seth before. Habt ihr es verstanden? Er hat gesagt, es gibt eine Pandemie nächstes Jahr. Und wir werden 1 Milliarde Dosen brauchen. So, die Tatsache ist, dass BioNTech gar nicht wohl das Verfahren selbst entwickelt hat. Und dieses Bakterienchromosom, das Gen aus Bakterien, stammte überhaupt nicht von ihnen. Hier haben wir Landesamt für Soziales und das ist ein Zertifikat für die Einfuhr von ausländischen Produkten für die Verwendung im deutschen Labor. Sie haben diese Genehmigung zur Einfuhr bekommen. Und was wollten Sie einführen? Sie wollten einführen Starting Material DNA, Linearized Plasmid. Das ist das Bakterien-DNA. Das haben Sie eingeführt. Und das war im Oktober 2020. Im November hatten Sie dann das Produkt. Aber dieses Plasmid, dieses Matriz, haben Sie eingeführt Anfang Oktober. Also, wenn jetzt nicht allen klar ist, was für ein Betrug, und zwar organisiertes Verbrechen, ausgehend von Amerika, überschwappend nach Deutschland und Österreich ergreifend und Schweiz, dann weiß ich nicht. Wir brauchen keine Aufarbeitung. Wir müssen jetzt nur wirklich sagen, komm Leute, lasst uns mal darüber reden. Was sagt ihr dazu? Und die Staatsanwaltschaft muss aktiv werden. Muss aktiv werden. Jetzt kommt etwas so Schreckliches. Denn wenn diese DNA aus Bakterien stammte und daraus wurde RNA gemacht, was ist denn, wenn, nachdem diese RNA hergestellt wird, mit der DNA von den Bakterien? Frage, Antwort, das muss sehr sorgfältig entfernt werden. Wenn man das nicht macht, dann wird diese DNA, weil sie auch klein ist, mitverpackt in diesen zauberhaften, teuflischen Umschlägen, sodass sie aus der Injektionsstelle in die Blutbahn gelangen und dann auch mit den anderen verpackten RNA ins Gewebe und in die Gefäße und überall im Körper landen. Das heißt, wir würden nicht nur verpackte RNA haben, wir würden auch verpackte Bakterien-DNA. Ein unvorstellbarer Gedanke, meine Damen und Herren. Das wird nicht sein, aber doch. Kevin McKernan in Amerika hat vor einem Jahr, das ist März 2023, berichtet, dass er zu seinem großen Erstaunen und Erschrecken in Moderna und Pfizer-BioNTech-Chargen massenhaft Verunreinigungen mit Bakterienplasmid-DNA gefunden hat. Und dass dieses unbedingt dazu führen muss, dass keine weiteren Injektionen vorgenommen werden, bis das geklärt wird. Was haben die deutschen Behörden gesagt? Was sagt Paul Ehrlich? Was sagt Österreich, Gesundheitsbehörde? Macht doch nichts, dieses bisschen DNA von E. coli. Das wird niemals ein Trip überstehen aus der Muskulatur bis in deine Zellen. Unterwegs wird zerstört. Ist das wahr? Auch wenn es verpackt ist?
Habt ihr das nachgeguckt? Nee, das ist nicht nötig. Denn auch wenn DNA von Bakterien aufgenommen wird in die Gefäßwand wird die DNA sofort zerstören. Fragt doch mal zurück, wieso wisst ihr das? Wo steht das geschrieben? Na ja, aber jedes Kind weiß, sagt euer Minister oder Einheitspartei, unsere Chromosomen sind geschützt und die sind im Kern. Der Kern ist nicht zugänglich, weil der Kern hat eine Membran, das ist wie ein Schutzwall. Und DNA muss hinter diesen Schutzwall kommen, sonst kann es nicht wirken. Okay? Ja, fragt ihr mal zurück. Wisst ihr nicht, habt ihr nicht gelernt, dass in dem Moment, in dem eine Zelle sich teilt, zum Beispiel jede Stammzelle teilt sich alle paar Mal, eine Zelle, die sich regeneriert, teilt sich. In dem Moment, in dem eine Zelle sich teilt, löst sich die Kernmembran auf und dann wird alles, was im Zytosol ist, zu liegen kommen neben unseren Chromosomen, dicht an dicht. Ja, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und auch wenn es so ist, ja, das wird nicht lange gehen, dann ist die Zelle tot. Und dann frage ich mich, aber im Tierversuch ist doch möglich, wenn man sowas macht, dass die Gene sich austauschen. Ja? Das heißt, es können fremde Gene eingebaut werden in unsere Chromosomen. Das hat man im Tierversuch gezeigt. Ja, aber das ist sehr selten und sehr unwahrscheinlich. Das ist das, was man hört. Und Ergebnis? Keine Behörde der Welt, nicht einmal die österreichische, hat sich die Mühe gemacht, nachzugucken, ob dies sein könnte oder nicht. Hat nachgeguckt, ob auch die BioNTech-Chargen, die in Österreich verabreicht werden, kontaminiert sind oder nicht. Nun, zum großen Glück, wir haben einen Verein, genannt MWGFD, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Dieser großartige, emeritierte Pathologe, Professor Arne Burkhardt, war Mitglied unseres Vereins. Und unser Verein hat sein Labor im Prinzip eingerichtet, sodass er diese Untersuchungen machen konnte und seine Entdeckung gemacht hat. Er arbeitete eng zusammen mit Dr. Michael Mörz und Professor Jakobs in Dresden, die unabhängig vom Verein parallel auch diese Untersuchungen machten, und die beiden haben die gleichen Ergebnisse gefunden, nämlich dass multiple Schäden in Gehirn und Herz und Lunge von Geimpften vorfindbar sind. Und zwar sind es die kleinsten Gefäße, manchmal auch die großen Venen, die befallen sind, weil da das Blut am langsamsten fließt, und diese Impfstoffe haben die meiste Zeit aufgenommen zu werden, aber das ist eine andere Geschichte. So, und unser Verein nach dem Tod von Arne Burkhardt wollte diese Arbeit von ihm fortsetzen, sodass wir dabei sind, eine GmbH zu gründen. Und diese GmbH besteht aus einem neu errichteten Institut. Das ist das Institut für molekulare Diagnostik in Modi. Und dieses Labor arbeitet Hand in Hand mit Pathologen in Dresden, in Hannover und, ich freue mich, euch das zu sagen, 2 österreichische Labors haben sich gemeldet. Ja! Das MWGFD-Team, und ich nenne keine Namen, weil sie noch nicht genannt werden wollen, haben in den letzten Monaten im neu errichteten Institut Untersuchungen gemacht und haben die ersten Ergebnisse jetzt erstellt, die so wichtig sind, dass ich gesagt habe, ich werde sie jetzt zum ersten Mal zeigen. Diese Bilder hat niemand sonst bis jetzt gesehen.
Sie nehmen eine Tasse, ist leer, und tun Zellen an den Rand. Und dann kippen Sie den Impfstoff rein in die richtige Dosierung. Die Zellen am Rand werden gefragt, nehmt ihr die Gene auf? Frage. Und nach einigen Stunden färben Sie jetzt das Gen. Also in diesem Fall ist es eine Genfärbung. Es gibt nicht viele Labors in der Welt, die das können. Ja? Wir haben eins davon. Und was Sie sehen hier, das sind die Kontrollzellen, sind blau. Und wenn das Gen aufgenommen wird, dann färbt sich dieses Gen grün. Massenhaft Aufnahme. Auch die Aufnahme des Bakteriengens haben sie gezeigt. Werden die Gene schnell zerstört, wie die großen Meister hier sagen? Antwort: Nein. Es kommt zu einer massiven Bildung des Spike-Proteins, hier braun gefärbt in den Zellen. Wie lange hält das an? Das hält nicht Stunden oder 1-2 Tage an. Das ist das Bild, das Sie gemacht haben nach Tag 7. Nach Tag 7 von 3 Chargen. Das sind also 3 verschiedene Versuche. Ja? Batch 1, Tag 1, Tag 3, Tag 0 ist 0. Tag 5, Höhepunkt, dann geht es ein bisschen ab. Aber an Tag 10 war immer noch Produktion. Und das erklärt natürlich, warum Menschen so lange Beschwerden haben und warum die Beschwerden so enorm schlimm sein können, bis zum Tod führen können. Weil solange diese Produktion vonstatten geht, solange werden diese Zellen attackiert vom Immunsystem. Hier haben wir das Immunsystem nicht, deswegen leben die Zellen noch. Okay, alles klar? Ich weiß es nicht. Hier haben Sie gemessen, ob diese Spikes abgegeben werden. Ja, wenn also die Wände hier sind, dann werden die Spikes produziert und kommen raus in den Raum, aber sie werden abgeschnitten und dann fliegen sie im Raum rum. Und Sie haben gemessen, das sind alles Dinge, die noch nie berichtet wurden. Das sind ganz neue wissenschaftliche Befunde. Und die können nicht gestoppt werden, weil diese Befunde sind ohne Mensch und ohne Patienten. Ja? Es ist einfach Zelluntersuchung. Und da sehen Sie, wie die Abgabe in den Überstand, bei Ihnen wäre es das Blut, ja, funktioniert. Das ist keine gute Nachricht, meine Damen und Herren, denn es ist bekannt, dass diese Spike-Proteine selbst saugiftig sind und saugefährlich sind. Was soll ich tun? Ich habe einfach keine Worte mehr. Und ich werde deswegen bald beenden. Meine Damen und Herren, die Aufnahme von Bakterienchromosomen verändert die Gesamtheit von DNA-Instruktionen in der Zelle und ist gleichbedeutend mit einer Veränderung des Genoms. Eine fortdauernde Produktion von Fremdproteinen kann stattfinden, die zu langfristigen Entzündungen und Organschäden im ganzen Körper führen wird. Meine Damen und Herren, im Labor ist es möglich, dieses Fremd-DNA von Bakterien in Chromosomen einzubauen. Die möglichen Folgen sind unendlich. Eine Folge, ja, wenn Sie das Buch des Lebens, Ihr Buch haben, sind viele Seiten. Viele Seiten sind dafür notwendig, dass die Zellen sich ordentlich teilen, differenzieren und sind dafür zuständig, dass wenn eine Zelle entartet und jede Stunde entstehen in ihrem Körper Tumorzellen, Krebszellen, es ist so, die ganze Zeit. Aber die werden sofort gestoppt durch dieses Buch des Lebens, die Seiten, die Rezepte. Die haben die Rezepte, um Krebswachstum zu stoppen.
sogenannte Tumorsuppressorgene. Wenn diese Seite aber einen Klatsch bekommt und eine fremde Seite drauf liegt, dann kann die Seite nicht mehr abgelesen werden. Und dann fehlt Ihnen ein Tumorsuppressorgen. Wenn das in der Brust ist, bekommen Sie Brustkrebs. Wenn das in der Leber ist, egal wo, haben Sie verdammt Pech gehabt. Ist es denkbar, dass auch diese DNA und ich rede von DNA, aus den Impfstoffen sich einbaut in die Chromosomen von menschlichen Zellen? Um eine erste Antwort zu bekommen, hat das Team die Zellen, die in Deutschland angezüchtet wurden, weggeschickt nach Amerika zu Kevin McKernan. Und die Antwort ist vor 2 Wochen gekommen. Kevin McKernan findet den Einbau von dieser Bakterien-DNA in menschliche Chromosomen an Stellen, die unschön sind. Auch diese Arbeit kann man schon als Preprint sehen, weil es so wichtig ist. Meine Damen und Herren, heute, hier und jetzt sehen wir uns mit der erschütternden Erkenntnis konfrontiert, dass Regierungen rund um den Globus, inklusive Österreich, ein satanisches Programm installiert haben, das Millionen von hilflosen Menschen verstümmelt, getötet und genverändert hat. Das Programm wird ausgeweitet, weil die WHO beabsichtigt, konventionelle Impfstoffe ganz generell durch mRNA-Injektionspräparate zu ersetzen. Die WHO erklärt, die Covid-Impfstoffe hätten ihre Sicherheit bewiesen und da alle mRNA-basierten Wirkstoffe nach dem gleichen Prinzip funktionierten, gäbe es keinen Anlass anzunehmen, dass sie unbekannte Risiken in sich bergen könnten. Bei ihrer Zulassung könnte deswegen auf jegliche Qualitätskontrolle verzichtet werden. Und das ist bereits geschehen. Die nächsten mRNA-Impfstoffe sind eingeführt ohne jegliche Kontrolle, ohne zu gucken, ob DNA von Bakterien drin sind, und sie werden immer drin sein. Und die ersten mRNA-Impfstoffe sind auch in der Tiermedizin eingeführt worden. In der Tiermedizin, ohne dass irgendjemand was davon erfahren hat. Die Regierung Österreichs schließt sich dieser Ansicht an, die Einheitsregierung. Schließt sie einfach an. Und Österreich beabsichtigt, wie die meisten anderen europäischen Regierungen, die WHO tatkräftig zu unterstützen. Liebe Freunde, vergessen Sie dies um Ihrer lieben Willen nicht. Die Aufnahme, vergessen Sie das nie und schieben Sie das jedem Ihnen bekannten Politiker aus der Einheitspartei unter die Nase und Ärzten und den Behörden. Die Aufnahme und Expression eines fremden Gens wird immer zu einem Angriff des Immunsystems auf die Zelle führen, da alle anderen mRNA-Impfstoffe nicht für sich selbst kodieren, werden sie Schäden verursachen, die mit jeder Auffrischung größer werden. Und mit Sicherheit wird die Kontamination mit Bakterien, Plasmid-DNA, die Regel sein. Denn es gibt kein kostengünstiges Verfahren, um mRNA von bakterieller Plasmid-DNA komplett abzutrennen. Das WHO-Programm bedroht die Menschheit. Das WHO-Programm mit den Mitwirkenden. Dazu gehört die österreichische Einheitsregierung. Bedroht sie und ihre Liebsten. Österreich steht jetzt auf. Stoppt sie alle. Ihr könnt das.
glaube, ich höre jetzt auf, denn es gibt noch eine Diskussion, wo wir bestimmte Punkte noch vertiefen werden. Ich danke euch und wünsche euch wirklich alles Gute, dass dieses hier euch Kraft gibt, zu handeln. Nicht mehr zu verharren und sagen, es wird alles gut sein. Es wird nicht alles gut sein. Es wird alles schlecht.